Ein Wassertempel über dem Wasser, genau gesagt im Himmel. Oh man, wie viel Pech kann du haben, Freunde. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. So, klappt das jetzt so? Nein. Das war irgendwie zu warten, dass ich ihn nicht einfach so elegant hoch kann. Schade eigentlich. Das ist mir so sehr gewünscht. Oh, jetzt muss ich wegen der Ausdauer aufpassen. So. Ich meine, es ist ein Wasserfall, wieso kann ich da nicht hoch, ne? Naja. Ich hätte vielleicht auch anders springen müssen, hätte es vielleicht geklappt. Wer weiß. Da drüben war ich ja schon. Da hoch will ich eigentlich, wegen dem Schrein zum Aktivieren. Und jetzt hier. Was haben wir hier Schönes? Schmutz. Einfach nur Schmutz. Und ein elendlanger Weg, okay. Hä? Wozu? Muss ich jetzt nicht wirklich verstehen, oder? Ja, da gehen wir wieder runter. Weil mich frage, wieso wir nicht einfach irgendwie so auf eine Eiswucht aufschmeißen und da hat sich halt geritzt. Ja gut, okay. Ja, es ist Schlamm. Schlamm kann ich gefrieren. Alles klar, Spiel. Wo geht's denn hoch? Hoch nach oben, war. Genau, da gehen wir natürlich auch noch hin. Aber erstmal muss ich schnell zum Schrein und den aktivieren, damit ich einen Teleportpunkt habe. Und dann will ich mich noch für etwas Kleines da drüben rächen gehen. Oh Gott, das Sidon. Ah, Sidon ist auch hier. So. Oh. Ah. Ist aber ein Konstruktblock, wa? Ist er da oben? Der gute Sidon. Und diesen Konstruktblock kümmern wir uns auch noch. Natürlich, gar kein Thema. Jetzt mal hier eine Etage höher. Man könnte es so machen, aber ganz ehrlich, wäre das aber ein Deckensprung. Das geht viel schneller, Freunde. Hui. Ein paar Kapseln haben wir auch schon lange nicht mehr. Muss mal gucken. Habe ich überhaupt... Ah doch, nach Typ stimmt ja. Nach Typ. Ist überhaupt nicht mein Typ, aber egal. Ein paar Energiesphären. Bitte, dankeschön. Schön ausspucken hier. Ah ja, hier vor allem Schwebesteine, war ja klar. Also mit dem Quatsch anfangen, also nicht Quatsch, was ich mit dem halt anfangen soll, wird ein anderes Thema. Nicht unbedingt meins. So. Also aktiviert haben wir ihn, das ist schon mal gut, weil dann kann ich mich ja hin teleportieren, oder? War doch so. Nee, hä? Soll ich das so aktivieren, damit das geht? Okay, okay. Ja, also zumindest offen. Okay, dann käme ich jetzt da schon mal durch. Jetzt aber dann irgendwie Sidon-Symbol. Ist denn der jetzt noch weiter oben? Der ist schon da oben. Alter Schwede. Dafür, dass er kein Orni ist und ein Zora, ist er hier echt gut unterwegs. Nicht schlechter Specht. So, aber unterwegs. Wir haben ja wie gesagt hier noch was zu tun, wa? Von da aus komme ich. Ist da hinten noch irgendetwas? Ne, kann den Rückweg angucken. So, einer weniger. Genau, da hinten waren die, ja. Diese miesen Typen.
Naja, 2 bereit. Ganz kurz die Waffen checken. Ich habe wieder mein normales, nee, ein verbessertes Master-Schwert. Macht jetzt wesentlich mehr Damage. Die Waffen, ich habe die beiden. Ich nehme erstmal das Ding, jetzt noch hier ein Breitschwert. Erstmal die Gegneranzahl minimieren. Das wäre nicht allzu schlecht. Warte mal, vielleicht nehme ich dafür aber einen besseren Bogen. Damit noch ein bisschen mehr Power. Das war Rüstkraft noch ein bisschen mehr. Wobei, Schnellfeuer. Das ist nicht schlecht. Ja. Die Dinger versuchen. Mal gucken. Oh. Das macht so viel mehr Spaß, Leute. Ja. Auch nicht schlecht. Ah komm, weißt du was? Wo ist jetzt hin? Ist der drüben oder was? Wollte eigentlich hier haben. Die Macht von Richu. Du. Oh yeah. Wieder mal eine Truhe mit dem Eulensymbol drauf, wa? Da gab es auch mal die Theorie darüber, diese Sonau eigentlich ähnlich mit dem Triforce. Dass irgendwie so einfach 3 Tiere haben, die quasi das Triforce symbolisieren sollen. Irgendwie Drache, Eule und Eber was, glaube ich, oder so. Oder Drache, Eule, Schwein? Ne, Drache, Eule, Eber, das schon so. Delta Elite Lanze. Ich meine, Elite, warum nicht? Nehmen wir mal den ab, komm. Ist ein guter Zweihänder, aber viel leichter baut tatsächlich mal diese Scheißstäbe, obwohl ich ja dann nicht so Fan bin, irgendwie mit sowas rumhantieren. Kann man machen. Gerade wenn ich mal in einer Situation bin, wo ich dann doch eher Reichweite-Waffen brauche, aber in der Regel sind mir solche Waffen dann doch ein bisschen lieber. So. Weil dazu hätte ich mich hier gerecht für die letzte Folge. Warte mal, war noch einfacher. Ein seltsames Konstrukt hier, aber. Hin teleportieren, dann nochmal unten gucken. Dort war ja so ein seltsamer Wächter. Was ist eigentlich mit dem los ist, ne? Der noch auf die Fresse haben will. Falls ja, kein Ding, machen wir. Wir hauen hier allen auf die Fresse. Außer Sidon, der ist cool. Natürlich die anderen Zoras auch noch. Also natürlich keine nette Bevölkerung, die unsere Freunde sind. Nee, das machen wir nicht. Da ist eine Truhe. Delta Kriegerland, schon eine. Nicht schon eine? Stärkung durch Sonanium ist ein bisschen was Schlechteres. Warte mal, nehmen wir die auch mal mit, weil dann ist auch mal die Truhe leer. Ja, okay, stimmt sie da. Also, was bist du hier für ein Block, wa? Oh, ein Beta. Ein richtiges Beta-Wesen, wa? Muss ich eigentlich drauf schießen? Ah! Au! Trap. Aber nicht viel Schaden bekommen.
Ja, scheiß Truhe im Weg. Kann ich wieder mal zu Boden gehen? Der Boden ist gleich im Arsch. Ja, komm. Ah, jetzt. Das ist aber hier echt praktisch mit dem Pfeile schießen. Ah ne, ist ja ein Excel-Bogen, Entschuldigung. Ist noch ein Excel-Foliebogen. Gute Nacht. So, da mal gucken, was haben wir hier Schönes drin? Na? Ein wilder Weise war bei ihm, okay. Wir haben nicht alle wilde Weisen bei solchen Beta-Blöcken, wa? Ich glaube zumindest nicht. Ich mich erinnere. Die müssen wir mal einlösen, stimmt. Was wollte ich eigentlich noch machen? Ich gucke wegen Fusionieren, wa? Aber ich habe schon Beta, Mittelblock, Hammerschwert. Ich habe keinen Rührog Frosthorn drauf, eigentlich doof, wenn ich das irgendwie abmontieren würde. Das können wir machen, mein Hinoxon ist jetzt nicht so weiter wild. Hä? Wie gesagt, ausrüsten. So. Weil die Dinge kann ich nicht einfach so mitnehmen, ich musste schon fusionieren. Das haben eine schöne Reichweite. Gefällt mir. So, zurück zu der Waffe. Ja, also hier mit der Schwerelosigkeit und so, ich meine, ja, wenn man es halt nicht unbedingt zum Ausweichen benutzen, damit er runterfällt, sondern halt eher dafür bedenkt von wegen, hey, damit kann ich ja super geil einfach, ups, wenn ich den Bogen ausgerüstet hätte, natürlich halt schießen. Nehmen wir den hier, komm. Dann hat das schon was, finde ich. Dann hat das schon was. So. Das Viech ist down. Sehr gut. Ich habe sonst nichts weiteres mehr gesehen. Das sieht so alles ein bisschen creepy aus hier unten. Naja. Ab nach oben. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Aber ja, ich meine, es wird dann mal der Zeitpunkt kommen, wo ich dann mal alle wilde Weisen suchen werde. Oder farmen werde, besser gesagt, weil wir den natürlich 100% brauchen. Aber ich denke, vieles davon kann ich dann mit der Hauptstory ein bisschen kombinieren. Also es geht ja vor allem auch darum, ich meine, wir haben von der Karte her die komplette Oberfläche, ja schon seit Ewigkeiten kann man sagen, schon freigeräumt, dann überall ein paar Schreine. Andere kann man hier und da noch suchen gehen, vielleicht sogar mit der Hauptstory zusammen. Ich glaube deswegen, das war gar nicht mal so eine schlechte Idee, das so zum Teil zumindest zu kombinieren. So, soll also hoch, war. Wo lang sie denn hier sein müsste. Außerdem ist noch weiter oben, das würde dem Spiel durchaus zutrauen. Ich frage mich, wo der Wasserhempel eigentlich ist. Also kann nur aktivieren, wa? Hä? Okay. So irgendwie deaktiviert. Nein, irgendwie auch falsch. Nein, 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 nein. Lincoln macht nicht so eine Scheiße hier. Ob es das wert war? Kein Plan. Na, da hat man schon fast einen gesehen habe.
Eigentlich ziemlich elegant gelöst. Hm. So, Lederkonstruktoren, dankeschön. Lanze. Oh, um Gottes Willen, wir müssen hier noch überall hoch. Aber hier hochschwimmen kann ich dafür. Wir können es probieren, wa? Achso, warte mal, bin ich doof. Ich soll vielleicht auch die Zurrüstung anziehen, damit ich hochschwimmen kann. Erstmal kurz testen. Okay, doch, klappt. Ja, nichts gesagt, Freunde, es klappt, es klappt. Muss ja bloß die richtige Dinge anhaben. Die richtige Rüstung. So. Okay. Wir sollten also die Wucht quasi, den Schwung nutzen. Dort überall hinkommen, wa? Okay. Dann, wenn ich einfach so hingehe. Oder das, da ist okay. Gehe ich mal hier rüber. Trap. Gut. Gucken, was da drüben noch ist. Ich meine, die Idee selbst generell finde ich ja schon cool. Das Ganze halt oben im Himmel zu machen. Die fragen mir halt nur, warum. Also ich hoffe trotzdem, dass der Wassertempel unter Wasser ist, weil, ja, ein Wassertempel im Himmel, ich weiß es nicht. Wir haben schon einen Tempel im Himmel. Wir haben auch einen Tempel in der Wüste. Es ist nicht so, dass irgendwie alle Tempel plötzlich im Himmel sein müssen. Sehr schön. Wurden markiert. Vielen Dank für die Karte. Vielen Dank. Wie lieb von euch. So, ansonsten gibt es hier oben eigentlich nicht viel zu tun. Dann fliegen wir mal schnell dahin. Kann ich da eigentlich... Das muss außen, kann ich da... Das ist nur Wasserspiegelung, wa? Okay. Naja. Wieso kann sie denn eigentlich hier oben stehen, aber die Werte sind alle noch hier? Kann das mal einer verraten? Oh, vergessen. So. Hat ein bisschen was von Matrix Negatives sein soll. Eine Handstatue, wer kennt sie nicht? Delta-Krieger Breitschwert oder so ein Teil. Das sind alles doch... Ganz mal eigentlich auch noch coole Waffen, wa? Den Mittelblockhammer, aber irgendwie auch nie gebraucht. Leuenteil Boomerang, ja, vielleicht mal von das Leuenteil abmontieren, wäre nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was man brauche. Weil man wäre immer in den Leuenteil. Wir haben, glaube ich, ja eine Quest, wo wir den Leuen noch besiegen müssen. Wenn mich nicht täusche, ist ein normaler Leunel, der besiegt werden muss, also nicht in blauer oder in anderer Farbe. Und deswegen, ja, wäre eigentlich schon cool. So. Ja, komm. Okidoki. Und sie dann angeblich entweder dort oben oder da, aber vermute mal eher da, weil das wird vermutlich der Wassertempel dann sein, ne? Das sieht zumindest so aus. Dass man ihn eigentlich schon gefunden war. Ist gar keine Spannung mehr da. So, was soll das jetzt hier werden? Der kommt von dort, ne? Soll ich ihm quasi irgendwie entgegenfliegen oder was? Nein, schlechte Idee.
Dreh dich doch um, Link! Alter. Wieso dreht der sich nicht einfach um? Kann man es mal einer verraten? Meine Güte, so, nochmal zurückgeschafft. Ja, leider fliegen die in die falsche Richtung, das ist das Problem. Ich habe keinen Greifhaken, der wäre jetzt natürlich praktisch. Obwohl, ich könnte natürlich, warte mal. Ah, sehr gut. War nicht ganz sicher, ob das jetzt klappen würde. Ja, sonst hätte ich ein Problem gehabt, definitiv. Da kommt noch so eine Blase raus. Ich verstehe nur noch nicht ganz, warum. Ein Hydranten, mit dem können vielleicht das Teil da einfach weg. Naja, ich kann ätzen, aber halt wegspülen. Okay. Wäre so ein paar Plattformen, zumindest so aussehen, als würde ich sie brauchen. Warum soll er die überhaupt benutzen wollen? Da ist gerade die Frage, die ich mir stelle. Okay, hier ist nichts. Hätte sein können. Wenn ich da hochkommen, also darüber komme quasi? Ich frage natürlich, ob mir gerade erstellt ist. Kann ich die Flugrichtung von den Dingen irgendwie beeinflussen, wenn ich zum Beispiel so mache? Weil sie halten die relativ lange, also sie würden glaube ich ausreichen, bis er da drüben wäre. Da ist das gerade mal eine Frage, ob das Spiel das irgendwie so möchte. Ja, durchaus. Ja, das könnte klappen. Okay, jetzt haben wir gesehen, dass hier oben noch was ist. Das genau da drüben war. Warte mal. Durch die Truhe hindurch, hä? Das ist mal. Wow. Ah, nein, 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 nein. Alter. Puh. Das ist mal Zielschießen, Freunde. Delta Elite Kling, immer schlimmer hier. Ich habe also die Waffen hinterher geschossen, na komm, dann Notfallstärkung, ja, dann Eisen kann ich ja mittlerweile, wir haben die ganzen Waffen. Die ganzen Items waren natürlich, Alter. Ich kriege aber jetzt so geile Waffen, so krasse vor allem auch. Was kommt denn hier noch alles? Und die Waffen müssen sich doch eigentlich auch gemäß Story Progress einfach weiterentwickeln. Kann gar nicht anders sein, ey. Wäre sonst mega übel. So, Wasserfrucht. Geht auch so. Ein Pfeil dran. Nicht schlechter Specht. Ein Opal.
Ja, klingt schon vernünftiger. Hey, und Schwebesteine vor allem. Schwebeschall. Ah, die Dinge auch noch. Weißt du was, ganz ehrlich? Das Ding hätte ich auch noch, wa? Eigentlich fällt mal los das Mittelteil. Aber nee, komm, machen wir es anders. Da gerade so ein cooles Ding. Baupläne. Flugzeug, Ballon. Das Flugzeug mal hier machen. Zack, zack, zack. Alles schön dran. So, jetzt haben wir die Schwebedinger. Da ist jetzt halt die Frage aller Fragen. Baue ich die quasi auch da dran, damit die aber quasi gar nicht runterfallen können? Man könnte ja auch ganz fies, ich bin das einfach als Zwischenstation nutzen. Oh. Ja, er soll es vielleicht noch aktivieren, wa? Das Ding ist nur klar, wir brauchen noch als Rolle darunter. Ja, dann geht natürlich meine Leiste runter, wa? Ja, ja. Es ist doch eher gedacht, dass er das... Ich finde die Idee einerseits cool, andererseits ein bisschen creepy. So. Das kann nur schief gehen, Leute. Ich sage ja, kann nur schief gehen. Hey, wieso hat nichts gebracht? Das ist doch falsch. Dass der Trick klappt, da hatte ich irgendwie keine Zweifel dran. Da ist ja auch schon so ein guter Kumpel Sidon. Fliegt aber hoch. Hey, wozu denn die Schwebesteine? Kein Plan. Ich glaube, ich muss auch nicht alles verstehen. Sicherheitshalber, weiß jetzt nicht, wie der Tempel hier aufgebaut ist, ob es dann direkt losgeht oder so. Sidon, na? Was für ein wundersamer Ort wir hier doch gelandet sind. Da ich nun so viel leichter bin, bin ich mal hinaufschwimmen, der Wasserfall etwas übers Ziel hinausgeschossen. Im unbekannten Ort wie diesem sollen wir vorsichtig sein. Link, pass gut auf dich auf, wenn du weitergehst. Los geht's. Yeah. Schon cool. Kommt das mit Ziel oder was? Und fertig, Sidon! Du schaffst es, ich glaube nicht, Kumpel! Man sieht noch gar keine Lebensanzeige, also... Kann gar nichts passieren. Hui! Ja. So, mit dem hätten wir den Meeresboden aufgewischt. Obwohl, den Schlammboden. Ganz ruhig sieht und erstmal hier noch alles aufsammeln. Nicht zurücklassen hier, wenn es geht. Schwert mit Sonau-Schwert. Mhm. Mächtiger Konstruktbogen.
Der Bogen kann durchaus mitnehmen. Und natürlich schon so Nani-Bogen, also ich habe eigentlich schon die stärkeren Bögen, aber naja. Sogar noch stärkere. Die ganz harten Fälle. So, da oben ist er also, wa? Mir erscheint fließt der ganze Schlamm in Fällen von den Ruinen über uns herab. Was bedeutet, dass sich die Quelle des Problems irgendwo da oben befinden muss. Link, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Bist du bereit? Jo. Ich bin überrascht, dass es hier oben nur so wenige Schreine gab, wa? Ist ja nur einen. Und eben, irgendwie hast halt doch gewisse Parallelen zu der Geschichte, zum Windtempel von Orni. Also zur Arche halt. Ist auch alles schön nach oben. Klar, wir haben die Unterstützung von Tulin. Weil sie haben wir dafür gar nicht gebraucht, um da hochzukommen. Ist irgendwie ein bisschen creepy trotz allem. Also hoch, ja, stimmt. Ich muss ja die Rüstung wechseln. Geht nur mit der Zurüstung. Vielleicht ist ein versteckter Hinweis darauf, als wir in The Wind Waker ja gewisse Zuras zu den Ohren entwickelt haben. Und deswegen von wegen, oh, den Zuras ist das oben hier gar nicht so fremd. Wassertempel. Die große Wasserquelle von Hyrule. Echt? Okay. Hier sehe nur viel Schlamm. Ein Tempel ist ein sehr offener Tempel, ein sehr gespaltener Tempel auch, überall ein bisschen was. Faszinierend. Oh, direkt ein Boss-Time. Im Donnertempel. Warum nicht? Was ein fantastischer Ort. Allein die Vorstellung, dass er über unserem Himmel am Dorf schwebt. Über unserem Dorf im Himmel schwebt, ja vor allem die ganze Zeit über. Link, schau nur. Das ist der Ursprung des Schlamms. Überhaupt kein Zweifel daran. Was immer es auch genau sein mag. Wir müssen es irgendwie aus der Welt schaffen. Hm? Ja. Das ist die Lösung. Schau, da oben, Link. Ja, 5-mal Varuta mit gequetschtem Kopf, genau. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Also Endbosskampf wird wohl hier stattfinden, das ist ziemlich offensichtlich, weil es ja so viel Platz hat. Das Symbol dieser beiden Drachen verstehe ich noch nicht ganz. Immerhin ein Warpunkt, das ist schon mal schön. Oh! Ah! Was? Es funktioniert nicht. Und zu wenig Wasser, wa? Aber du hast es doch auch gesehen, oder, Link? Dieser Mechanismus hat etwas bewirkt. Nur reicht die Wassermenge noch nicht. Schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachkomme, hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Nutze deine Macht und öffne die 4 übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. Ich weise dir den Weg. Offensichtlich. Oh. Die Stimme, diesmal haben wir sie ganz deutlich gehört. 4 Speier sollen wir öffnen. Darum füllen sich anscheinend alle Krüge da mit Wasser. Zusammen sind wir unschlagbar. Ja, schön wär's. Du fragst mich gerade, warum das erste Ding. Nee, warte mal. Und das erste sogar hier ist. Ah, U1 muss ja ein Stockwerk tiefer, wa? War ein sehr schwerer Gegner. Was sage ich die Zeit, bevor ich hier großartig weitermache? 35 Minuten. Okay, das geht eigentlich noch.
Das hingegen ist ein bisschen kacke. Sidon, wo bist du? Sidon. Sidon. Okay, Sidon will gerade nicht, dann gehe ich halt irgendwo anders hin. Ich dachte, der folgt mir hier. Die Musik gefällt mir gar nicht. Nein! Der linke. Ja, dazu können wir vielleicht ins U1. Ah, hier ist er. Also ihn wollte da nicht runter, wa? Ja gut, wenn es U1 ist... Oh, mir gehen langsam die Dinger aus. Schade doch nicht. Er folgt mir also nicht, wenn ich da runtergehe, wa? Da unten ist jetzt die Frage... Ich muss schon dahin, vielleicht komme ich aber in einer Stelle dahin. Dann machen wir erstmal die anderen Dinge. Es hat ja genug, aber es sind aber noch wieder so eine Wasserkugel, die offenbar nicht viel macht. Ist das Ding da drüben kaputt oder was? Es sei denn... Okay, nee, geht nicht. Und gerade vielleicht kann ich den irgendwie rüber schicken oder so. Da unten ist eine Feuerwand. Wie kriege ich die bloß weg? Da kann ich auch nichts machen. Oh. Ja, hätte doch gerne Sidons Hilfe. Ah, da ist er. So. Ende im Gelände. Waffentechnisch geht es auch immer in die Brüche, muss man zugeben. Nach Typ und dann hier. Was sag ich fast? Klinge. Delta Elite Klinge. Na, gehen wir mal noch ein bisschen. Wobei, ich könnte langsam mal die Breitdinger nutzen. Mache ich ja, wie gesagt, nie. Aber die ganzen Lanzen. Noch so viele. Ah, hier. Also noch ein Breitschwert. Und Tschüssikowski. So. Das auch lieber Sidon. Ganz schön. Nein, den wollte ich jetzt nicht. Aber das Symbol von Sidon ist einfach mal da. Ja, ist schon praktisch. Vor allem kannst du ja auch im Angriff nutzen. So, jetzt muss man trotzdem irgendwie da hoch.
Ich habe natürlich einen Sprung, ich komme auch da so hin. Trotzdem frage ich mich da halt, ob das nicht irgendwie doch... Was ist mit diesem scheiß Bogen los, den ich gerade aktuell habe? Die Reichweite war okay. Oh. Ich habe gar nicht gesehen. Hallo Kugel, was machst denn du hier? Ist eine feine Kugel. Die Frage ist bloß, liebe Kugel, wo packe ich dich rein? Sidon, jetzt weglaufen. Brauch dich. Ich sehe aber keine Vorrichtung von der Kugel. Da bin ich gerade so blind. Ich sehe auch sonst nicht, was ich hier gerade bewegen könnte. Warum diese Kugel? Da muss einen Grund dafür geben. Man kann nicht rüberspringen, dann mich da hoch. Ja, wir können da schon irgendwie gehen. Oh, kommt das nicht in Ernst? Der Trick klappt nicht? Schade. Ah, Sidon. Na, wie geht's? Plötzlich da. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wo das hinführen soll. Ja, es ist Wasser. Es ist aber kein Unterwasser oder so. Weil ich nicht tauchen kann. Leider. Da unten könnte was sein, aber ich sehe es nicht. Vielleicht jetzt irgendwie die Kugel hier hinbringen soll. Na doch, so schwer war die Idee gar nicht. Da ist ein Ding für die Kugel. Okay, die Kugel hier hochbringen. Ich habe die Schwebesteine, was das Teil jetzt zwar soll, keine Ahnung. Aber ich habe die Schwebesteine hier. Nehmen wir ein paar mehr mit. So, werde ich mal schön fusionieren. So, und dann schön mitkommen. Und jetzt bauen wir uns eine Brücke.
kann nicht euer Ernst hier, oder? Ernsthaft? Ich komme nicht hin? Das war jetzt irgendwie auch nicht geplant. So eine Scheiße aber auch. Mann! Oh, ganz scheiße von vorne. Und sieht dann die ganze Zeit nach da oben so, oh, was machen die da schon wieder? Alles in Ordnung, Link? Mhm. Hä, sind die wieder weg oder was? Mann, dabei war es gerade so schwer, die Teile da hinzukriegen. Ich kann natürlich auch einen Gleiter bauen oder sonst irgendwas, weil ich dachte gerade, vielleicht kann ich die Kugel da irgendwie befestigen an dem grünen Ding, ja? Versteht ihr schon? Den grünen Stein da, aber... Oh! Der redet erst. Wasser! Ups. Okay, es geht also auch einfach. Ja, hätten wir jemanden sammeln können. Ja, schön wäre es, wenn es dir überlassen könnte. So. Entschuldigung, ich habe den gar nicht gesehen. Also wirklich 0. Hä? Ist doch nicht so eine... Mann! Okay, so von selber wieder auf, Gott sei Dank, ey. So klappt das nicht. Leider. Okay, das macht wiederum ja auch Sinn, weil wir haben es gerade gesehen, als ich das Ding aktiviert hatte, die Ultrahand, dass ich hier unten ein Gitter habe. Das heißt, wenn ich das hier ziehe, dann kommt da Wasser runter. Okay. Prinzip verstanden. Jetzt fragen wir aber natürlich gerade, werden einfach die Schwebesteine dafür gewesen. Das Teil eigentlich eher oben behalten. Seht ihr, da ist in der Mitte, da ist doch was. So, keine Sorge, wir werden gleich die Folge beenden. Ich will nur ganz kurz gucken nach Typ. Ich hab doch da ein paar. Ja, ich meine, ich kann es sogar verbinden. Ja, okay, können klappen. Weil man natürlich dafür ja auch ein bisschen Ding braucht, wa? Oh. Link, guck mal. Ja, ich wollte gerade sagen, er braucht Sidons Kraft dafür. Ne, was ich eigentlich sagen wollte, ist, er braucht ja auch ein bisschen Sonanium-Power dafür, ne? Also, die Batterie. Also, wenn ich die halt nicht habe, habe ich ein Problem hier. Obwohl, es geht nur langsam runter, ja. Okay, das ist nicht das Problem. Sidon. Da. Und schon fließt der zweite. Klasse.
gemacht. Bleiben noch 3 Stück. So ist es, Sidon, so ist es. Und das, liebe Freunde, werden wir in der nächsten Folge angehen. Derweil werde ich mal hier dann noch kurz drauf schießen, weil wir brauchen nicht mehr. Wenn hier halt kein Wasser mehr fließt, ich meine, mein Gott, ist ja nicht mehr so wild. Das Wasser, das steigt, ich brauche das Teil auch nicht mehr, alles gut gegangen. Wobei, wie ich dort unten durchkomme, ist noch so eine Frage für sich, ganz ehrlich. Wird sicher noch einen oder anderen Trick dafür geben. Ich würde aber sagen, wir gucken uns erst mal die beiden hier an, weil dann finde ich vielleicht auch irgendwie einen Weg, wie ich hier durchkomme. Ich meine, ich kann natürlich aber dann einen Schwebestein nutzen, quasi, weil, ja, einfach in der Mitte, damit da keine Flammen mehr durchkommen, damit ich selber durchkomme. Das könnte man funktionieren, vielleicht geht es aber auch einfacher. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, wer weiß, eh? So, an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit Sidon und KKG. Werden wir hier hoffentlich das Reich Azoras retten und auch König... Ja, schon wieder. Stephanos? Durefan. Genau, König Durefan. Dass dem nachher wieder gut geht, hoffentlich. Und ja, dass Jodan und Sidon vielleicht sogar bald schon mal heiraten können. Wer weiß. Wer weiß nicht, wie sie dazu stehen. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.